Merci, Herr Präsident. Voilà, wir schwätzen über die Auermarken von Randbeichten, Alko, all Rand zu Lützburg, kriegt bei der Geburt eine Auermark und kann auch ganz Leben identifiziert werden. Ihr guckt mich alle gut, ich habe mich gestern gerade so geguckt, dafür ich einfach mal abgelöscht. Das war das Beste, von was wir schwätzen. Das ist natürlich eine ehemalige Nummer da drauf. Mit einem Barcode und mit einem, also auch, kann auch digital aufgelesen werden. Das müssen Trainer den direkt nach der Geburt ukriegen und die behalten sich auch, bis das hier das Leben dann ein Ende kriegt. Wir haben aktuell ein Problem mit der Lieferung von den Auermarken. Betrieber werden eigentlich keine Lieferung nicht zugestellt, was auch Probleme mit sich bringt, weil sie eben die Tiere nicht mehr können markieren können. An dem können noch verschiedene Rander vielleicht an den Betrieb nicht mehr verlassen, was zu anderen Problemen führt. Das Service Sanitel vom Ministerium hat kommuniziert, dann haben wir gefragt bei den Bauern, wen hat an der Auermarke, können da helfen, da ein bisschen zusammenlehnen. An dem Kader wollte ich Madame Landwirtschaftsminister fragen, wie können die zu so einer Situation kommen, dass dort zu einem lieber Engpass könnt, was sind Probleme, haben sich schon viele Betrieber gemeldet, die aktuell Probleme auf hier deren zu markieren, und nachdem können nicht mehr hier aus dem Betrieb raus exportieren, was sind Lösungen, und denen geschafft wird, an die können nur gewandt gehen, wie gehen sie prioritär verteilt, wo das Problem da ist, können wir es nicht als Land in Stock legen. Das ist so nicht mehr. Ja, vielmals merci für die vielen Fragen. Den ersten Frage ist, was ist das Problem? Das Problem ist kein Problem von Produktion, die nicht funktioniert, aber das Problem ist ein informatisches Problem, wie wir leider dazu tun. Das ist ein informatisches Problem von einer Softwareumstellung für die Gestion von den Kommanden. Die leider nicht bei uns das Problem, aber bei der polnischen Fabrik, am polnischen Standort, wo sie ein Problem haben. Wir konnten sich am März konfirmiert, dass das Problem gehen an dass die einzelnen Auermarken Retard kriegen, aber sie werden im Weg jetzt eine Lesung zu finden. Anfangs der letzten Woche konnten wir die Message, es wäre alles am Rollen. Wir sagen, okay, wir rollen drin. 2 Tage noch konnten wir darum gesagt, leider wäre ein informatisches Problem da, so dass sie noch nicht wissen, wie Avini das sie könnte beliefern. Darauf sind wir eine erste Kommunikation und Trannerbetrieber gemäht. Wie gesagt, Bestellungen gehen über das Sanitel gemäht und direkt wird dann von der Firma aus Polen bei Bauern geliefert. Also sich so, wie wir es gerne hätten. Wie viele Betrieber haben sich gemeldet, respektive wie viele Auermarken sind gefroht gehen, also sich momentan fehlen 6.000 Auermarken, so da 5.990 oder 990. Betrieber melden sich, sobald sie eben Feststellung, dass die Lieferung fehlt. Das heißt, es will nicht heißen, dass die 6.000 ganz dringend fehlen, aber das sind die hätten geliefert gehen, die aber noch nicht geliefert sind. So einem Abruf, den wir dann noch gemäht haben, für maßgeschneiderte Hilfsmesuren, haben wir schon 500 Auermarken zurückgekriegt an unseren Stock. Was ich kann sagen, dass nach kein Betrieb, den er unbedingt eine Auermark gebraucht hat, den er keinen gekriegt hat. Das heißt, der Tosnagietverein konnte man betriebsspezifisch immer helfen. Die Lesungen, wie gesagt, wir haben einen Abruf gemäht, dass die Leute, die Probleme haben, sich sollen direkt bei der Alwa melden. Wir haben noch Bauern gefragt, die mit den großen Stocken, das sind eben Betrieber, die viel Beisten haben, die bestellen noch viel Auermarken bei. Nee, brauchen sie aber nicht direkt. Das heißt, das melden, Solidarität soll spielen, das heißt, die Auermarken zurückgehen und dass sie mit an den Dispatching machen, dass sie mit Madame Schoss hat, als Leute für einen näher, ja, sie für einen näher, aber das ist aber das Service der Bauern, weil wenn wir das nicht machen, dann hängen wir da. Also haben wir gesagt, wir probieren da eine Lesung zu finden und dann haben wir nach verschiedenen Messagen rausgehen. Totgeborene Kalver brauchen keine Auermark, der Rendeck holt es eben mit, die spüren wir, weiblich Kalver Ranner, die am Betrieb bleiben, müssen auch noch nicht direkt, so wie die Legislation das hier gesagt, Dauermarkt ugedau kriegen. Das ist wichtig, dass die Kalver, die an den Export gehen, oder alle die anderen Beisten, die an die Grenze gehen, dass die eben direkt eine Dauermarkt kriegen. Und dann haben wir natürlich hätte man keine Retarden von Dauermarken und die sanktionieren. Das ist dann noch die Message, die wir dabei sind. Gehen das gefragt gehen, ob man den Stock könnte lehnen. Also der Vierteil vom Nicht-Stock, also dass die Bauern können sagen, ich hätte gerne die Nummer laufend. Da kriegen sie das, was sie gerne hätten. Wir haben aber gefragt bei der Firma für einfach nur 6.000 Auermarken, weil das da vielleicht mehr eine einfache digitale Anwendung ist, wie die Kommande ranzugehen, wie auch die Kommande das nicht durchgegangen.
Sie haben gesagt, sie wollen probieren, mit irgendeinem IT-Bypass als Kommand für den 6.000 Euro machen, hinzukriegen. Da werden wir am Ende der Woche eine Antwort kriegen, wenn wir die haben, dann wird das Problem gelöst. Was ich kann feststellen, werde ich einfach so als Resümee, also wir sind drin, wir probieren wirklich den einzelnen Betrieben zu helfen, für betriebsspezifische Lösungen, wir machen einen Appell und Solidarität. Und wie gesagt, das wird wichtig ist, biselo hat kein Bauer den eng Auer macht gebraucht, hat kein Kredit gehabt. Merci.